Was ist denn das da über? Ist das eine gute Idee, da hinzufahren jetzt? Das ist ein Geisterboot, was ist das? Das fährt weg von mir. Wieso fahrst du weg? Ne, der fährt nicht weg, der wird schon größer. Hallöchen, was bist denn du? Wow, wow, was ist denn das? Was ist denn das? Schnell zurück. Was ist denn da hinten los? Okay, ich habe gerade beschlossen, es ist eine dumme Idee zu angeln. Ich tu da zurückfahren und parke. Stellenausschreibung Angler gesucht. Tüff, tüff, tüff. Astrein ihn geparkt. Das Morgenlicht blendet dich und du versuchst dich aufzurichten. Du liegst auf dem kalten, nassen Dock, wo du in der Nacht zuvor zusammengebrochen bist. Ein kleiner Mann bellt einer Handvoll Arbeiter, die in der Nähe gerade von Bord eines Boots gehen, Befehle zu. Der Mann bemerkt dich. Willkommen in Großmark. Ich muss schon sagen, dein erster Auftritt war ganz schön dramatisch. Du hast also bereits Bekanntschaft mit den zerklüfteten Felsen entlang der Bucht gemacht. Hast du den Leuchtturm nicht gesehen? Er hat dich direkt angestrahlt, aber egal. Ich freue mich, dass unser neuer Fischer noch am Leben ist. Dein Boot war total demoliert, aber ich habe deine Sachen auf eines unserer alten Booten schaffen lassen. Wir sehen uns später, dann können wir die Einzelheiten besprechen. Ich werde dich zum Fischen rausschicken. Mal sehen, ob du den Frachtraum voll bekommst und dich orientieren kannst. Und zuletzt will ich dich noch daran erinnern, bei Sonnenuntergang zurückzukehren, bevor der Nebel aufzieht. Vergiss die Zeit nicht, sonst wird es unangenehm. Ja, dann ist guten Tag, ihr Leid. Wir sind mal gleich zum Fischen geschickt worden. Dann werden wir das jetzt auch machen. Wir gehen ein bisschen angeln. Bim, bim, bim. Wir fahren mit unserem Fischerboot, Fischerboot, Fischerboot. An der Angel habe ich nur Kot. Und jetzt drücke ich A. Okay, alles klar. Ein wunderbares Angelspiel. So, guck mal hier. Ein Fusch habe ich. Zack. Drin gemacht. Angle mal noch ein paar. Ja, ich weiß nicht, gibt es Leute, die Dredge noch nicht kennen? Ist ein Horrorspiel. Adventure irgendwie. Also Angel und Adventure-Gedönse. Komm, ey, mal holen wir noch. Dann hätten wir mal was anderes angeln, oder? Dieser Fangplatz ist erschöpft. Ja, ist eine gute Idee, ne? So, jetzt gucken wir mal. Was ist das? Gucken wir mal A. Ah. Das schwache Licht schenkt einen kurzen Moment des Trostes in der Düsternis der Nacht. Es ist noch keine Nacht, aber wir haben C.Uhr 4, OW ist Uhr, alles klar. Wir gehen mal da gucken. So, guter. Da habe ich schon richtig angeln. Ja, das ist ein Angelspiel. Adventure-Gedönse, wie man sieht. Ey, so kann ich hier nicht angeln. Oh, guck mal da. Ein Kabeljau. Jau. Gleich mal riesige Dinger an Land gezogen, ne? So. Muss mich hier voll konzentrieren, hey. Warte mal, das passt genau da oben hin, ne? Wir haben ja gesagt gehabt, ne? Oh, schon fertig. Dass man angeln wolle. Angeln solle und dass man vor Einbruch der Nacht zurück sind solle. Bevor es dunkel wird. Aber hier ist es 13 Uhr. Oben in der Mitte sehen ja die Uhr. So. Ja, guck mal, das ist einfach. Da kriegen wir wieder so komische, da, gell? Guck mal her, machen wir den da unten hin. Angeln wir noch ein bisschen. Zack, zack, zack. Ich will einfach nur, wie er halt gesagt hat, ne? Den Frachtraum voll kriegen, oder wie man das nennt. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ja komm, wir gehen noch mal woanders hier, oder? 15 Uhr, wir gehen mal da, aber ich glaube, das ist noch nichts. Da haben wir noch nicht die richtige Angel. Das
ist ein riesiger Wal oder sowas. Hallöchen. Ah, ne, das ist nix. Außerdem haben wir sowieso keinen Platz mehr. So. Guck mal, da Ive, da ist noch was. Ja, im Moment, wie ihr seht, ist das jetzt erstmal nur Angelspiel. Das ist auch nichts, ne? So, jetzt wird es so langsam dunkel. Jetzt fahren wir zurück. Hey, Moment, was ist denn das? Hä? Schatten der Tiefe, Bestand niedrig. Dredge, du hast diesen Fangplatz nicht die richtige Ausrichtung. Ja, aber das ist doch kein Fisch oder was? So, wir fahren jetzt mal so langsam zurück. Es wird nämlich dunkel. Oh, da beleuchtet irgendwas. Das gehen wir uns noch holen, ne? Geiles Bootchen. Ja, wenn wir jetzt gleich angekommen sind, im Hafen wieder, dann erkläre ich euch noch ein bisschen was zum Spiel. 20. August 1927, Jesus, ne, okay, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wann wir spielen. So, wo muss ich hin? Ich glaube, da Niver war es, oder? Jetzt wird es schon ziemlich schnell dunkel. Moment, ein Lämpchen haben wir auch. Das bringt voll, oder? Super, jetzt sehen wir unser Haus besser. Ah, nicht schlecht. Ich würde halt gehen nach Niver. Was ist das da? Das ist noch so. Ja, warte mal. Okay. Oh geil, ich habe einen neuen Fusch. Jetzt wird's aber dunkel. Komm, wir fahren zurück. Die Zeit läuft nur, wenn du bewegen bist, fischst oder bestimmt nicht. So, wir gehen jetzt so wieder anlegen, ne? So, zack, jetzt legen wir da an. Jetzt geht's ein bisschen mit der Story weiter, denn mache ich mal richtig die Begrüßung hier. Dockarbeiter. Du scheinst dich verlaufen zu haben, Fischer. Suchst du einen Ort, wo du deinen Fisch verkaufen kannst? Großmarkt findest du auf der westlichen Seite der Bucht. Scheiße, ich bin mal wieder falsch gefahren. Behalte den Leuchtturm im Auge, ja? Den solltest du nicht allzu lange aus den Augen verlieren. Ich bin in Kleinmark. Ja, kack, ne? Okay, dann... Also, ablege. Weste. Weste ist das da. Ah! Oh, ja. Okay. Da wird es jetzt schon dunkel. Da oben ist so ein komisches Au. Schlag. Wo ist der Felsen herkommt? Spinne ihr oder was? Ich glaube, es hackt oder was? Mach Licht an. Achso, ich fahre ohne Licht rum. Haha, shit. Wow. Echt jetzt? Ey, du willst mich verarschen, oder? Der war doch aber noch nicht da. Du waren doch vorhin auch noch überall Felsen. Wo sind denn die? Okay, gleich mal das Schiff kaputt gemacht. Jawohl. Das ist schon mal nicht gut, ne? So, jetzt hat aber... Hier parken wir. Zack. Jetzt geht's mit Story weiter, denn noch gibt's Begrüßung, ihr Leid. Du gehst in Großmark an Land. Der Bürgermeister wartet in der Nähe. Es ist 0:53 Uhr. Hast nichts zu tun, Kollege. Bürgermeister. Ah, ich sehe, du bist wohlbehalten zurückgekehrt. Sehr gut. Bevor du in die Stadt gehst, sollten wir noch über dein Boot sprechen. Wo ich gerade schon wieder ein Loch in Gefahr habe. Ich bin nicht so der Inparker hier. Wie ich schon sagte, war dein altes Boot zu stark beschädigt, um es noch zu reparieren. Ich würde es dir aber sehr gern dieses Ersatzboot veräußern. Es könnte bald dir gehören. Ich nehme an, dass es dir im Moment am nötigen Kleingeld fehlt, also gebe ich dir ein Darlehen. Doch ich will es dir leicht machen. Hier, dann mach doch mal gleich wieder den Nuck drauf. Bis deine Schuld getilgt ist, wird ein winziger Teil deiner Fischfangeinnahmen der Schuldenbegleichung dienen. Und ein kleiner Teil der Zinsen wird in die Stadtverschönerungsmaßnahmen investiert. Also, um es nochmal kurz zusammenzufassen, du verkaufst Fisch am Markt, um deine Schulden abzustottern und die Bevölkerung so mit Nahrung zu versorgen. Kapiert? So. Der Fisch verkauft, ja, da hilft der Stadtbegleichung Schulden. Verstanden, ja, aber wo kann ich dann den Fisch verkaufen? Ah, unser örtlicher Fischhändler wird dir gern alles abkaufen, was du fängst. Er hat rund um die Uhr geöffnet. Also los jetzt und verkauf deinen Fisch, solange er noch frisch ist. Jo, mach ich. So, dann gehen wir mal zum Fischhändler. Du betrittst mit dem Gaul. Du betrittst eine schäbige Hütte am Rand des Marktplatzes. Der allgegenwärtige Geruch von Fisch erfüllt die Lüft. Fliegen umschwirren einen melancholisch wirkenden Mann, der hinter dem Tresen steht. Du bist also der neue Fischer, was? Überrascht mich, dass man so schnell einen Ersatz gefunden hat. Was ist mit dem anderen passiert? Hier draußen braucht es einen bestimmten Menschenschlag. Das Leben hier ist nicht für jeden was. Kommen wir zum Geschäft. Ich bezahle dich für Fisch. Ach. Je größer und frischer, desto mehr Geld gibt es. Auch sind manche Arten wertvoller als andere. Sorry, ich rede gerade, als hätte ich gesoffen. Andere Städte auf anderen Inseln bezahlen dir vielleicht mehr. Aber da du hier noch Schulden hast, schlage ich vor, dass du die erstmal abbezahlst. Also lass mal sehen, was du hast. Jetzt Moment. Also, dann gucken wir mal. Ha? So eine blaue Makrele, praktisch wertlos, aber genug, um den Hunger zu stillen, die ist $6,77 wert.
Oder 34, alles klar. Zustand verdorben? Willst du mich verarschen? Wie kann dann das alles verdorben sein? Das habe ich erst geangelt. Boah, ey, da muss ich dich schon richtig schnell beeilen, muss man sich da, jo. Und du? Reichlich vorhandene schlicht nehmen, zurückwerfen zum Lager, verkaufen. Der ist auch verdorben. Boah, ich beeil mich. Verdorben. Der war aber all noch frisch. Hopp, auf, zack. Tut mir leid. Lesen wir alles nachher noch. Aber bevor der Fisch faul wird, so. Wir haben alles verkauft. So, ja, die Angel können wir nicht verkaufen. Tut mal alles noch der A. Alles klar. So, Lager. So, zurück in die Stadt. Der Bürgermeister steht vor dem Geschäft des Fischhändlers. Hervorragende Arbeit. Ich habe keinen Zweifel daran, dass du dieser Stadt von Nutzen sein wirst. Sieh mal, das habe ich unten bei den Docks gefunden. Ich bin sicher, jemand wie du weiß, was man damit anfängt. Warum nimmst du es nicht? Okay, ich nehme also dieses Teil und mache das dann jetzt einfach mal. Ich nehme es. Achso, jetzt kann ich es irgendwo hier machen. Ja, ich quatsch es mal da hier. Oh, noch eine Sache. Unsere Schiffsbauerin erwähnte, dass sie an deinem Boot einige vorteilhafte Umbauten vornehmen könnte. Schau doch mal bei ihr vorbei. Ja, das machen wir gleich, oder? Bringen wir das erstmal gleich hinter uns. Ziemlich viel Story jetzt am Anfang. Als du die Werft betrittst. Ihr Leid, es tut mir gerade sehr leid. Aber vor meinem Fernseher sitzt gerade eine Katze und versperrt den Text. Moment, ich stelle mich mal hin, lese weiter. Guckt ziemlich blöd an. Als du die Werft betrittst, siehst du die Schiffsbauerin, die gerade, jetzt streck dich doch nicht, einen kaputten Rumpf repariert. Sie sieht kurz zu dir hoch und wendet sich wieder ihrer Arbeit zu. Schiffsbauerin also, ja? Okay. Du musst ein neuer Fischer sein. Ich kann an deinem Boden der Werft einige Umbauten vornehmen. Allerdings mache ich das nicht aus Nächstenliebe. Bezahlt wird im Voraus. Und jede dieser Arbeit benötigt Zeit. Sorry. Ich habe gerade Katz vom Fernseher sitzen und ich finde es irre witzig, wie sich der Text so bewegt. Und sollte es Schäden am Boot geben wegen der Felsen oder warum auch immer, ich kann das wieder flicken. Meistens. Sie zuckt mit den Schultern und weist auf den Rumpf, den sie gerade repariert. Etliche der Planken sind zersplittert und zerkratzt, obwohl sie weit über der Wasserlinie liegen. Sieh dich ruhig um, aber denk dran, je größer das Ausrüstungsteil, desto länger dauert der Einbau, also plane sorgfältig. Okay. Alles klar. So, jetzt brauche ich hoffentlich nicht so viel Text. So, erst Modesto. Das mache ich jetzt mal ins Lara. Das steht nicht hier. Das geht gar nicht ins Lara. Ah, das ist Lara. Ah, okay. Ich habe $104. Um was reparieren zu lassen, kostet 30. Ich habe anscheinend 3 Schaden. Und bevor das Schiff untergeht oder was? Also 2 habe ich noch, die lassen wir jetzt erst mal. Ich will erst mal gucken, was es so gibt. Ne? So, was ist dann? Zum Beispiel das da oben. Im Moment kann ich gar nichts machen, aber wahrscheinlich, weil mein Schiff kaputt ist oder was. Das heißt, Moment, Reparaturmodus deaktivieren. Junge. Einfacher Skimmer für Lachwasser. Was? Ah, Flachwasser. Für Lachwasser, ja geil. Und das ist auch für Lachwasser. Kostet mich halt 75, das hätte ich. Ich gehe mal gucken, was es sonst noch gibt. Rostiger Außenborder. Lass mal gucken, was ich dort drin habe. 14 Knoten packt das Ding. Den ich habe. Okay. Der packt nochmal C. Ja, manchmal Deutsch 2 Inbau, ne? Fahrt es dann 24? Nicht wirklich, oder? Schon besser. Fahrt es dann irgendwie immer in eine Richtung, weil der Ende schneller ist wie der Anna? Keine Ahnung. Wir machen erstmal. Was gibt es denn sonst noch so? Nein, Lamp. Die könnte ich gebrauchen und sie ich vielleicht da, wo die steht vor mir ist. Dann nur so eine Idee, ne? Ich würd aber schon sagen, dass man da so Angel hole, oder? Guck mal, die hat 150. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt erstmal. Wir gehen noch ein bisschen angeln, ne? Jetzt sind wir reparieren. Weiß nicht. Nö, reparieren tue ich jetzt auch noch nicht, ne? Aber was war dann das andere Scheiß, wo... Jetzt warte mal. Ah, da. Was ist das?
Hydraulische Angelrute. Dank der mechanischen Unterstützung rollen lassen sich deutlich größere Fische. Ah, man braucht also so Forschungsteil. Das Zahnrad, wo man gekriegt hat. Mit einem Forschungsteil lässt sich sowas freischalten. Okay, da haben wir noch nichts. Das ist doch vielleicht. Ah, das geht erst gar nicht, ne? Flexible Angelrute. Aha. Also hydraulisch, okay, dann nehmen wir mal die da, oder? Ich meine, wir können ja eh noch nichts machen, so. Also, zack. Forschung abgeschlossen. Hydraulische, ab jetzt im Handel. Ah, das Schlacke, das kriege ich gleich. Ah, guck. So hätte man noch ein geiler, hätte ich mal besser den Motor gemacht, glaube ich. Vielleicht nicht so teuer gewesen, was haben wir schon noch nix. Dann gehen wir noch mal zu der Reparateurin. Oder Schiffsbauerin. Ja, das ist mir klar, dass du das reparieren kannst. Nix gibt's. So, was ist das? Ozeanisch. 400C. So viel Geld habe ich nicht. So, ich würde jetzt mal sagen, wir machen mal den Y-Knopf. Ich will mal in die Kajüte gucken, was wir da gekriegt haben. Nachrichten. Aha. 20. August 1927. Es ist der Morgen, es ist der Morgen des zweiten Tages unserer Flitterwoche und unser erster richtiger Urlaubstag. Heute wollen wir um die Inseln und zu den Buchten auf der Rückseite von Großmark segeln. Ich liebe diese Felsen, ihre farbenprachten Struktur. Außerdem fängt man in diesen flachen Gewässern nicht viel, also kann ich sicher sein, dass er die Hand am Steuer lässt, statt zu angeln. Ach so, ich habe jetzt eher gedacht, dass er die Hand am Steuer lässt, statt an mir. Naja, er hat das Boot letzte Nacht umbenannt in Julie oder Juli. Julie hat das benannt, so mit einer feierlichen Taufzeremonie und allem drum und dran. Er hat das ernster genommen als die Hochzeit. Wahrscheinlich ist es wichtig, alles korrekt durchzuführen, wenn man kein Unglück heraufbeschwören will. Er wollte alles wegwerfen, auf dem noch der alte Name stand, aber ich habe die alte Schlüsselkette aufgehoben. Reichtum des Meeres war ein guter Name. Er hat bestimmt ein Überraschungspicknick vorbereitet. Ich kann in der Kajüte unter einer Decke einen Picknickkorb hervorlugen sehen. Ich liebe es, wenn er versucht, romantisch zu sein. Ah. So, was haben wir schon noch? Enzyklopädie. Ja, jetzt können wir uns die Fusch angucken. Guck mal da. Wir haben gefangen. Ein Pfeilkalmar. Er hebt sich des Nachts aus der Tiefe der See, um zu fressen oder gefressen zu werden. Das ist wohl richtig. Da kriege ich wohl die Marktstätte. Exotisch, Anomalien. Was ist denn das hier alles? Kriege ich nicht. Naja. Also, blaue Makrele haben wir. Und Kabeljau, reichlich vorhanden. Ja, $10, $18 so im Schnitt. Ja, $10, ne? Wann sie frisch sind, das Schlag, das geht, kommt tagsüber. Ach so, jetzt verstehe ich die Dinger da. Du brauchst eine Angel und ein Schleppnetz und in der Marktstätte kriege ich das. Okay, alles klar. Muss ich noch was gefangen? Nö, ne? Ja. Gibt's viel Fusch. Viel Fusch, viel eher. So, dann würde ich nämlich jetzt am mein Lager. Ah, da. Kann ich die Schade auslagern? Soll ich noch irgendwie? Nee. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, wir schlafen jetzt erstmal rund. Bis zum Morgen. Um 6 steht er so auf, ne? So, dann warten wir jetzt einmal, die Zeit läuft jetzt nicht weiter und ich erkläre mal. So, und ich sage jetzt erst einmal noch gefühlte 15 Minuten, ich habe keine Ahnung. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen ein neues Spiel, ne? Dredge. Eigentlich wäre ja wieder es Zeit für ein Spiel zu spielen, wo kein Horror ist, weil ich schon gern habe. Ein Horrorspiel, wo ich mir die Hose scheiß und ein Spiel, wo ich dann runterkomme vom Angst haben und ein bisschen drin chillen kann. Ich habe aber irgendwie Bock auf Dredge geredet. Ja, das Spiel ist schon seit März oder so Haus. Macht aber nichts, spiele mal jetzt. Es ist ein Angelspiel. Ich meine, die Angel-Sim will ich jetzt halt nicht sagen. Ich habe gesehen, wie das Angeln funktioniert. Man fährt halt rum, es gibt viel Text, es ist halt Mystery-Gedönse. Und nachts wird es halt gruselig. Sie sagen halt alle, ja, es hat halt Grusel- und Horroranleihe, halt eher so Cthulhu-Gedönse. Und bin ich gespannt. Ich habe wie immer kurz gespielt, 10-15 Minuten. Sound ingestellt und alles und dann gedacht, das ist halt, das macht schon Fetz. Also zumindest das Angeln und sowas macht mich schon mal richtig Fetz. Das Horrorgeding, so weit bin ich noch nicht, bis jetzt derweil die blöde Felsen, wo die irgendwo aufgetaucht sind. So, und dann würde ich auch jetzt mal sagen, ich gehe jetzt auf zu labere und komme dann mal so langsam dazu, weiter zu spielen. So. Wir gehen mal dort zum Bäumeister und labere mit dem. Ne? Also Aussteiger oder so kennen wir nicht direkt, wir kennen halt nur irgendwo anlegen und dann halt mit den Leuten erzählen. Das machen wir jetzt.
Was kann ich für dich tun? Ich möchte einen Teil meiner Schulden zurückzahlen. Ich möchte was über die Gegend erfahren. Was ist mit dem letzten Fischer passiert? Erstmal was über die Gegend. Aber sicher, gibt es einen Ort, der dich besonders interessiert? Die Sturmklippe. Also der wichtigste Hafen dort heißt Unfell. Du findest ihn, wenn du... Der Junge, wir haben schon die ganze Zeit, sagst du Aff. Und wieso bimmelst du nur 2 Mo? Okay, die Uhr zeigt 2 Uhr. Geht ein bisschen no oder vor. Der wichtigste Hafen heißt Unfell. Du findest ihn, wenn du direkt auf die Klippen zufährst. Man kann ihn nicht verfehlen. Also ich übrigens wundere, warum ich so komisch rede. Also manchmal der Ton anders da ist. Ja, die Katze sitzt immer noch vom Fernsehen. Es ist eine Walfängerstadt, aber ich weiß kaum etwas darüber. Es sind wohl ziemlich viele Leute von dort weggegangen. Gibt es noch eine Gegend, wo du mehr wissen willst? Jo. Das war's erstmal, ne? Also, jetzt will ich noch... was ist mit dem letzten Fischer passiert? Hä? Der letzte Fischer, der war unzuverlässig. Er fuhr nachts raus, kam ohne einen einzigen Fisch zurück und verschlief dann den ganzen Tag. Außerdem war er ein schlechter Bootsführer. Wirklich schlecht. Ständig lief sein Boot auf Grund, selbst am helllichten Tag. Paramo, der Schiffsbauerin ging die Planken aus, so viele Reparaturen fielen an. Nein, er taugte nichts. Und abends verschwand er dann und tauchte nie wieder auf. Wir werden ihn hier nicht vermissen. Ja, dann... Ja, das passt immer. Ich gehe jetzt wieder Fische, ne? So, ich gehe jetzt in mein Bootchen. Gehe noch ein bisschen angeln. Habe ich Bock drauf, ey, das fetzt halt, wie gesagt, ne? Viel mache kann ich noch nicht. Licht an, ausschalte. Brauch's jetzt nicht, ich mach's mal aus. Komm, da haben wir vorhin schon geangelt hier, ne? Sollen wir mal Donau ausfahren? Ich weiß halt nicht, ne? Ich kann im Moment halt nur Küstennähe angeln. Warte mal, das sind Lachfische, sehe ich gerade. Kann ich die überhaupt angeln? Also so Flundere? Nope, das ist scheiße. Okay. Ich gehe jetzt erstmal wird nur geangelt, ne? Also, da hinten ist noch so eine Nachricht oder sowas, wo ich mal holen will. So. So, erstmal wird nur geangelt. So viel wie geht. So. Wir angeln einfach alles leer, wie man das halt macht. Okay, da kriege ich nichts hin, weil was kaputt ist. Ah, okay. Ich verstehe jetzt aber, warum man das reparieren sollte. So, langt jetzt auch. Da hinten war das Ding. Oh, da ist auch noch Fusch, ne? Guck mal, wir haben schon 12. Die Zeit vergeht halt saumäßig schnell. Ja, gehen wir da hin. Irgendwie nicht die richtige Ausrüstung. Okay, diesmal fahre ich nicht da dran. Hoffe ich. Ich glaube, das war's auch, ne? Dann fahren wir gleich zurück, wenn wir das da haben. So. Ja, 10 Uhr, guck dir das mal an. Und nichts geschafft, ne? Wie die Zeit vergeht auf dem Wasser. So, nicht da dran fahren. Ja. So. Bin ich da richtig oder bin ich jetzt schon wieder falsch? Schon wieder altes Ding. Ey, irgendwie kann ich mir noch nicht wirklich mehr gekommen. Mal gucken. Ich glaube, ich bin da schon wieder falsch, oder? Ja, natürlich bin ich falsch. Oh, hopp. Gib Stoff, ich muss da nicht, ich muss in die größere Stadt da. Die Griechen, das sind die Flunderfisch. Da könnte man noch ein bisschen was angeln. Gerade so ein bisschen, da muss ich einfach nur geradeaus fahren, ne? So. Okay. Oh, es wird schon dunkel, ne? Machen wir gleich Licht an. Es wird schon dunkel, jetzt muss ich wieder vorsichtig sein. Das gibt's doch nicht, hey. Wie kann man dann da, also was ist denn das da? Ich will jetzt schon wieder an die Felsen fahren. Das sind doch normal Felsen. Die verarschen mich doch nicht. Was ist denn da? Oh, geil, Kalmar. Ach, komm. Ja, das muss man schon hinkriegen, ne? So scheiße zu sind wie ich gerade. So. Weiter geht's. So. Jetzt aber flott zurück. Da.
Oh, das komische Au, ne? Ich schätze mal, dass das... Wow! Einer gesehen, da ist ja gerade Felsen erschienen. Ich werde beinahe schon wieder dran gedattelt. So, alles klar. Hopp, schneller. Zack. Wow. Vor 0 Uhr zurückgeschafft. Ich hoffe, dass die Fische jetzt noch frisch sind. Was, ja, das ist schon eine Sonderbestellung für mich. Wenn du sie erfüllst, kann ich dich besser als sonst erzahlen. Ja, erzähl mal. Kunde will eine Golfflunder und einen grauen Aal. Bring sie mir einfach, wenn du sie hast. Zu fangen brauchst du besondere, also eine Angelausrüstung für Lachwasserfische. Schiffsbauern kann dir sicher weiterhelfen. Jo. Okay, alles klar. Jetzt gucke mal. Wie? Verdorben. Ich muss schnell verkaufen. Und ist alles verdorben. Frisch. Oh, geil. Also das tut aber halt auch saumäßig schnell verderben, der Kakto, ne? So. Ich hoffe, die Möwen haben sich deinen Fang nicht geschnappt. Eine echte Plage, ja. Ja, wer kennt's nicht, ne? So. Oh, guck mal, ich habe schon sau viel zurückbezahlt. Dann machen wir einfach, guck mal hier. Schiffsbauerin. So. 214 ist halt auch nicht viel, ne? Das ist nicht... Ich lasse das jetzt einfach mal reparieren hier. Guck. So, die 30 ist mal was wert. Und jetzt, ja. Nee. Junge Frau, hören Sie mal zu. Ich würde gerne eine Lachwasserangel kaufen. Guck mal, aber was ist denn das, was ich hab? Ne? Ach, das ist nur Küstennähe. Ach so. Okay, dann gehen wir mal lieber. Nehmen wir mal Dido. Was kostet die? 150 und Dido 75. Brauche halt nur zwei so Felder. Während das brauche ich auch 4, aber viel Geld habe ich gar nicht. Ey. Ich kaufe Dido. Zack, die wird kauf. Und jetzt würde ich die gehen. Ins Lager? Okay, dann machst du halt ins Lager. Okay, Moment. Ist alles noch ein bisschen überfordernd hier. So, jetzt habe ich nämlich Geld. Ne? Ich würde so gern im Sitze spielen. Das wäre schon ziemlich geil. So, jetzt pass auf. Forschung. Ja, Forschung habe ich nicht wirklich was, glaube ich. Ich muss da jetzt... Ja, okay, also... Ach, mein Lager, guck. Und Kajüte. Oh, Missionen, was gibt's dann? Einmal Flunder, einmal Aal, ja, das weiß ich. Nachricht, oh nein, Nachricht, stimmt. Endzone August 1927. Wir hatten in den seichten Gewässern hinter Großmar gestern einen kleinen Unfall. Hier aus dem Nichts tauchte plötzlich ein Felsen vor uns auf und das Boot rammte ihn, das kenne ich. Der Rumpf wurde nicht durchschlagen, aber wir wurden ordentlich durchgeschüttelt und ein paar Sachen gingen über Bord. Wir haben nicht gesehen, was es war, aber wir glauben, es war nichts Wichtiges. Er brütete später noch über den Notizen zur Umbenennungszeremonie. Er fürchtet, er könnte dabei etwas falsch gemacht haben. Ich wusste gar nicht, dass er so abergläubig ist. Ja, vielleicht. Als Dodra. Was du... Wie komme ich denn da rüber? Herr Schiffsbauerin. Pass auf. Ich würde da gern... Ah, jetzt. Aha. So, jetzt pass auf. Das würde ich gerne inbauen lassen. Kannst du das für mich machen? Weißt du, das da inbauen lassen. Nehmen, zurückwerfen, zur Fracht verkaufen. Achso, Y. Das ist das falsche Y. Das ist Y. Ja, ich spiele doch hier mit mehr oder weniger richtiger Nintendo-Belegung. Da ist das ein bisschen komplizierter hier. Okay. Achso. So, zack. Guck. 2:16 Uhr. Jetzt langsam. Ich muss gucken, dass ich noch 4 Stunden Schlaf kriege. Jetzt aber husch heim, ne? So. Eine gebeugte Frau kommt die Stufen des Leuchtturms herab und auf dich zu. Sie bleibt in einiger Entfernung stehen und sieht dich besorgt und sichtlich beunruhigt an. Was willst du hier? Ach, die Leuchtturmwärterin. Ah, das ist die Leuchtturmwärterin. Ich bin gekommen ins Fischen, ne? Für deinesgleichen gibt es hier nichts mehr zu holen. Also tu dir selbst einen Gefallen und verschwinde. Dreht sich um und schlurft wieder den Pfad hinauf, der zum Leuchtturm führt.
Okay, guck mal, der Bäumeister um 2 Uhr morgens, der Zippel immer noch wach. Genau dich wollte ich hier sehen. Fährst du zufällig nach Osten Richtung Kleinmark? Könntest du dem Dockarbeiter dort bitte dieses Paket zustellen? Ja, könnte ich. Geh mal her. Ich platziere es da. Der Bürgermeister übergibt. Sagen wir, die Uhr zeigt immer nur 2 Uhr. Oh, diesmal stimmt sogar. Der Bürgermeister übergibt dir ein kleines, feuchtes, zusammengeschnürtes Paket. Es tropft ein wenig. Der Dockarbeiter wird dich bei der Lieferung bezahlen. Bitte beeil dich, ich will nicht, dass es verdirbt. Vergiss nicht, deinen Kompass und deine Karte zu benutzen, falls du dich verirrst. Aha. So. Ja, dann würde ich nämlich auch sagen, ich laufe jetzt erstmal rund. Weil mir soll hier morgens auslaufen. Was war das da hinten? Was ist das so für ein rotes Licht? Weiß ich nicht. Ist mir nicht bekannt. Dann gehe ich jetzt mal hin und fahre da jetzt mal los. Aber erst gucke ich mich wieder hin. So. Wie geht das? So, gell? Ja, ablegen. Dann würde ich sagen, dann machen wir das gleich, oder? Karte war... Ah, das ist das Paket, ja. Sorry, Karte war da oben. Also ich muss eigentlich einfach nur geradeaus fahren. Ach, das ist da Ife, das ist da. Okay. Jetzt pass auf, zuerst probiere ich mal eine Angel aus. Das Licht kann ich ausschalten übrigens. So, guck mal da. Aha. Eine Flunder. Oh, die brauchen. Okay. Eine schöne Flunder. So. Reicht jetzt auch, ne? Das war ja richtig flunderbar. Ja, danke, danke. Danke, danke, ihr Leid. So, ja. So angelt man, ne? So, dann platze ich da oben hin. War noch aber da lieber. Woher ist da Entschak-Waage? Quack, quack. So. Wow, ist da überhaupt Platz? Ja, ja, doch. Guck mal, dann kann ich da unten. Etris-Style. Ninflange. Haben wir noch einer, oder? Eine Flange stand einfach da neben. So, langt. Jetzt da hin. Das sieht jetzt noch flunderig aus. Oh, das ist ja flunderbar. Holen wir halt noch eine, oder? So. Okay, alles klar. Hier hin, Anleine. Dann geben wir mal das Paket schon ab. Unsere Lieferung? Mal sehen. Er reißt ein kleines Loch ins Papier und blinzelt hinein. Er scheint das Päckchen vor deinem Blick abschirmen zu wollen. Ja, ist schön frisch. Eignet sich bestens. Und jetzt soll ich dich wohl bezahlen. Jo. Er gibt dir ein wenig Geld. 25 $, ist schon mal schlecht. Ich habe diese Schwarte vor ein paar Wochen bekommen. Konnte damit aber nichts anfangen. Wird ja sicher mehr nützen. Achso, in dem Päckchen war gar kein Schwarte. Ich habe gedacht, da war Schwarte drin. Er zieht ein zerknautsches Buch aus seiner Gesäßtasche und reicht es dir. Einige Seiten sind zerknickt. Bewahre es in der Kajüte auf. Vielleicht kannst du es auf See lesen. Komm, geh noch mal zum Plaudern hierher. Ich weiß, wie einsam es sein kann. Okay. Sag ich mal her, was haben wir dann gekriegt? Nachhaltiges Fischen. Das interessiert mich jetzt halt schon, ne? Nee. Nicht das. Das da. Achso, Zeitvertreib zum Lesen. Also das wählt man dann irgendwie aus. Und dann lässt man das. Okay, alles klar. Ablegen. So, ich töffel mal weiter. 12, 13 Uhr. Das ist ein Flunderfisch, da kann ich nicht viel mit anfangen. Wie leuchtet was? Sollen wir uns so rüberwagen? Müssen halt. Ja, hopp, komm, das muss schon Sinn, ne? Oh, was ist das? Haben wir jetzt vielleicht das richtige Angelmaterial? Um zu gucken, was das da ist? Nope, immer noch nicht. Das ist ja schlecht. Oder irgendwie ist ein richtiges. Die kann man gleich vergessen. Da hätte man nicht immer Platz, wenn man wollte, ne? Ach, das ist einfach nur eine Boje. Mann. Ich wollte Umwege fahren jetzt. Oder, aber da funkelt irgendwas. Hast du gesehen?
Der Leuchtturm ragt über dir in den Himmel. Gegen die gefährlichen Klippen darunter schlagen endlos die Wellen. Alle Kreaturen, seien sie menschlich oder nicht, würden zerschmettert und ihm zu Füßen geworfen. Du sinnst über diesem Bauwerk innewohnende Macht nach. Diese steinerne Säule, in der zahllose Leben abhängen. Wie lange will er dort noch stehen? Wie lange noch, bis er einstürzt, seine Zwecke erfüllt hat? Der Leuchtturm ragt über dir in den Himmel. Ja, Leuchttürme wackeln im Wind. Hoppala. Doch fallen niemals um. Hat schon Metzen war es, glaube ich, gesungen. Ja. Ich fange noch schnell ein bisschen was, weißt du? Oh, jetzt ist er leer. Fangen wir nichts mehr. Und dann schüttel mal zurück. Guck mal, sind wir sogar ziemlich pünktlich. Guck mich mal noch ein bisschen um. Da war irgendwo rotes Licht letztens, weißt du? Wo es rumpelt. Es gewittert. Vorhin hat es zwar geblitzt, hast du gesehen. Okay, alles klar. So, dann machen wir, war das jetzt mal ein bisschen schnelleres, ne? Erstmal zum Fischhändler. Hast du Fische so eine Bestellung? Hab ich? Ja. Ach so, ja, okay, alles klar. Wenn du Grieche. Platzieren. So. Achso, Aal habe ich noch nicht. Flachwasser. Der ist wahrscheinlich. Okay, alles klar. In Ordnung, wenn du alles hast. Und jetzt kommen wir zum Tagesgeschäft. Jo, bitte, bitte. Zeig mal her. Guck mal, der ist noch frisch. Frisch ist er. Frischer Fisch. Ein erbärmlicher, feiger, auf dem Meeresboden hausender Fisch. Na. Er bringt 21 Dollar und er ist saugroß. Also, hör auf zu meckern. Achso, so funktioniert das, ne? Okay. Alles frisch heute. Heute gibt's frische Fische. Frische Fische. Manche Fische bevorzugen tieferes Gewässer, während andere sich lieber im Flachwasser tummeln. Wenn du nach etwas Speziellem suchst, ist es wichtig zu wissen, welcher Tiefe du fündig wirst. Das ist wohl richtig, ne? Oh, der Bäumeister ist wieder da. Der Bürgermeister geht schnell auf dich zu. Er scheint gut aufgelegt zu sein. Sein Schritt ist federnd. Es gibt gute Neuigkeiten. Auch dank deiner Bemühungen wächst Großmark weiter. Sicher werden bald unzählige Besucher in unsere Stadt kommen. Tatsächlich habe ich zugestimmt, dass die Schiffsbauerin ihre Werkstatt erweitern darf. Das alte Trockendock ist wieder funktionsfähig. Ich habe auch ein wenig Geld investiert, um die Dienste des Fischhändlers zu verbessern. Er wird sicher bald auf dich zurückkommen. Arbeite auch weiterhin so gut. Wir sind froh, dass du hier bist. Danke. Du alter Charmeur, du. Was ist dann das? Das ist das Trockendock. Wir können dein Boot in ein... Hier können wir deinem Boot ein paar prägnante Verbesserungen verpassen. Alter Schwede. Ich spreche von mehr Platz, mehr Befestigungspunkten für Ausrüstung und sogar einem besseren Rumpf. Das ist schlecht für mich. Für diese Projekte brauchen wir einen ordentlichen Vorrat an Material. Bauholz, Metallschrott, solche Sachen. Okay, wo kriege ich sowas her? An der Küste findet man jede Menge gutes Material. Vor allem die Schiffswracks sind eine Goldgrube. Ich bin sicher, du findest einen Weg, etwas zu besorgen. Materialien für Verbesserungen werden hier gelagert. Mach dir also keine Sorgen, wenn du erstmal nur die Hälfte hast. Die Hälfte! Junge, ich hab gar nichts. Die Hälfte. Okay, alles klar. Also. Jo. Wie viel Money-Geld habe ich eigentlich? Was sehe ich denn das? Mein Lager? 129. Kann ich mir damit irgendwas Geiles kaufen? Ich glaube, so zweiter Motor wäre doch geil, oder? Ach ne, haben wir ja noch gar nicht. Dann mache ich mal so ein Lama-Motor rein. Ich tucker erst mal ein bisschen weiter, ne? Guck mal her. Ich finde jetzt, naja, es ist noch ein bisschen früh. Wir tun mal zumindest so in Küstennähe, welche noch ein bisschen angeln. Was sind die Fischi, wo du als sind? Die da hinten sind, glaube ich, nichts. Wir fahren. Guck mal, das sind. Uah. Junge. Oh, du Blitzäug schlache. Uah. Ich glaube, so Fisch haben wir noch gar nicht. Schwarzer Zackenbarsch. Okay. Natürlich noch weiter, ne? Ist schon fertig. Nicht so rendiert. So. Mit der Lichtarme. Okay. Boah, hopp, komm. Boah, ist das fies. Also, das sieht schon wirklich halt gar nichts, ne? Ja, hopp, lass gut, sind die schwarz weg. Wir waren ja okay Städte, ne? Töff. Wenn ich an die Boje fahre, ja, das ist so, ne? Da geht ja kein Schiff kaputt, oder? So. Ja, hat sich jetzt nicht so rendiert, ne? Habe ich eigentlich Hupe?
Linker Button. Das bin übrigens nicht ich, wo du gerade hupt. Aus dem Nebel. Hörer Nebelhorn-Echo. Ach, das war ein Echo. Okay, alles klar. Solltest du je auf die Jagd nach besonderen Arten gehen, konsultiere deine Enzyklopädie. Dort findest du alle nötigen Informationen. Ja. Lenk nicht vom Thema ab. Jetzt ist ja schon wieder verdorben. Sag mal, kann das sein, dass der Fisch schon verdorben geangelt wird, oder was? Ein Fisch von gedrungener Gestalt, die Haut schwarz gesprenkelt, eine perfekte Tarnung in dunklen Gewässern der Nacht. Jo. Ich hab gar nicht geguckt, wie viel gibt der? 34! Holla, die Waldfee! Nein, das ist $205. Ja, geil. Guck mal her. Warte mal. Erstmal gucken, was gab's Neues? Ach, die Enzyklopädie. Die kann ich doch auch so aufrufen, oder? Nein, kann ich nicht. Okay, ich gehe mal zu der Schiffsbauerin. Ja, da kann ich halt... Moment. Da kann ich jetzt nicht so viel machen. Was ist das? Einfache Angelroute. Ja? Und was ist der Unterschied zu der da? Einfacher Skimmer. Aha. Also, ja, aber Desto ist besser als Desto, ne? So. Aber Desto kann halt Küstennähe und Desto kann Flachwasser. Okay, alles klar. Nehmen wir aber doch nie wahr. Ich will ja... Ich weiß nicht, ob das da was bringt, welche? Da haben wir noch gar nichts. Oder gescheit die Lampe könnte ich gebrauchen. Müht sich schwach, ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Die tapfere kleine Lampe. Lume, 500 Lume, Reichweite 10 Meter. Was habe ich da gerade drin? Nix. Ja, stimmt, ich habe überhaupt keine Lampe drin, ne? Aber guck mal, die geht 750 und geht doppelt so lang. Kostet aber nicht doppelt so viel, aber fast. Ja, hopp. Ich meine, hopp, was will ich jetzt noch machen, ne? Gleich mal ordentlich Geld verballert. Zack. Zum Lager erstatten, drehen. Nee, ist schon in Ordnung so, wie es ist. Einbauen. Zack. So, jetzt haben wir ein schönes Lämpchen. Ei, ist das nicht super. So, ihr Leid. Wir gehen nochmal zum Bäuermeister, noch ein bisschen babbeln. Erzählen wir noch ein bisschen was über die Gegend, ne? Stemmbecken. Ein außerordentlich beliebtes Touristenziel. Auf dem Atoll gibt es einen Ferienresort, erbaut auf der Spitze eines wunderschönen Korallenriffs. Hört gut an. Sicher leben dort viele verschiedene Fischarten. Vielleicht willst du dein Glück ja mal versuchen. Es wird schon wieder 2 ihr Leid. Gibt es noch eine Gegend? Jo, machen wir den Windstrang. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu erzählen. Es ist einfach nur ein Dickicht aus Bäumen. Ist oft ein dichten Nebel gehüllt, sogar tagsüber. Man braucht jedenfalls starke Scheinwerfer und einen guten Orientierungssinn, wenn man sich dort umsehen will. Habe ich beides übrigens nicht. Was ist denn der Teufelsgrat? Ah, ja, das ist ziemlich interessant. Ein aktiver Vulkan inmitten uralter Ruinen. Ne, ich habe gerade nicht Vulkan gesagt. Das habe ich verheert. Ich würde dir von einem Besuch allerdings abraten. Die Ruinen liegen knapp unter der Wasseroberfläche und können dir leicht den Rumpf aufreißen. Nicht zu vergessen, dass der Vulkan jederzeit erneut ausbrechen kann. Manchmal hört man seinen Grollen bis hierher. So, ne, ist schon in Ordnung. Wir gehen jetzt halt pennen und morgen tun wir mal nicht angeln gehen, sondern einfach mal ein bisschen rumschuppere. Wo so in Küstennähe rumschuppere halt, ne? So. Liegst. Oder ich will zum Beispiel an das rote Ding. Da will ich hin. Mein Boot ist halt schon verdammt langsam. Ist halt einfach so. Es ist halt einfach verdammt langsam. Ne? So, ich tu mal. Ah ja, Moment. Lämpchen. Wow, guck mal, ich kann vor mich gucken. Unglaublich. Sieht ihr das? Ja, geil. Brauche ich jetzt halt noch nicht, aber demnächst vielleicht. Was ist denn das da? Das sieht seltsam aus. Es ist wieder Zeit, wo ich mit ihnen holen kann. Jo. Scheiße ist das doch. So. Irgendwo war doch da aber rot. Kann ich da eben vorbei tun? Ja, hey. Ich tue jetzt einfach mal ein bisschen so. Oh, das sieht aber arg komisch aus. Wahrscheinlich können wir das auch nicht nehmen, ne? Ah, ist doch kacke. Ich umgucke hier, da kommen wir gar nicht erst durch, ne? So, das war's dann mit meinem roten Licht, ne? Also, dicker Fusch.
Weiß nicht. Ich fahr wieder zurück. Ich fahr mal da eben mit dem Typ da quatschen. Einfach so halt. Weil wir es kennen, ne? Ja, ein bisschen. Soll ich mal die Insel umrunden? Was gibt's hier was Schönes? Ich weiß ich nicht. Mir bräuchte eigentlich auch noch ein Aal. Ein Aal? Ey, warte mal, auf der Insel war ich noch gar nicht, sicherweise gerade. Fahren wir mal hin. So. Was ist denn das? Das ist die Schwarzfelseninsel. Aha, verfallenes Anwesen. Die Tür ist verschlossen. Und dann gibt es so eine Werkstatt. Die Werkstatt sieht aus, als wäre sie schon seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt worden. Na, gehen wir mal hin, ne? Nö, gehen wir nicht. Ja dann, hopp. Abflug. Okay. Ist irgendwo irgendwas Interessantes noch hier? Oh, da. So glitzert irgendwas. So, sieh das? Der Stein ist zum Gleis und lässt sich die umgebende Luft vibrieren. Und lässt die dich umgebende Luft vibrieren. Alter, was ist dann halt los? Auf seiner Oberfläche flackern zarte Formen, die verschwinden, sobald du sie näher betrachten willst. Oh, lege ich mal die Hand drauf, ne? Der Kaltstein reagiert nicht auf deine Bewegung. Ach, das ist so ein Ding, hä? Huch, da war noch was. Ach, das ist dasselbe. Ja. So, ich kann mal gucken, was das da ist. Sieht mir aalig aus, ne? Boah, geil. Jawohl, ich habe graue Aal. Jetzt wird schießen, ich weiß. Alles klar, ihr seid doof. Boah, das ist so fies irgendwie. Ne? Also, dass das so komisch so macht. Ich mach das jetzt so lang, bis du leer ist. Ist das irgendwas dort so wade oder? Das mit dem Angel durch, schnalle ich auch nicht. Ja, Hauptsache mal Aale geangelt. So, fertig geahlt. So, wir haben den Beschluss, dass wir um die Insel fahren. Sieht's da um die Insel aus? Auch nicht besser. 18 Uhr. So, wir fahren jetzt um die Insel und fahren wir wieder zurück. Gebe mal die Aale ab. Ich brauche jetzt wieder Motor. Hey, mein Boot ist voll lahm. Ah, guck mal. Hey, 18 Uhr wird schon dunkel. Ich glaube, es hackt. So, Moment, ich habe mich wieder verfahren. Ja, ich muss schon geradeaus einfach. In diesem nachhaltiges Fischbuch gelesen. Durchsuche die Kajüte nach Boni. Hoppala, sorry. Ja, die Zeit vergeht ja nicht, wann ich stehen bleibe. Chance von 10%, den Fischbestand nicht zu gefährden, wenn man einen Fisch mit der Angel fängt. Ein dicker Wälzer und keine leichte Lektüre. Hier werden überaus detaillierte Techniken elaboriert, mit denen sich eine geringere Gefährdung der Fischbestände erreichen lassen. Da stand auch irgendwas von einem gesunden Ökosystem in zukünftigen Generationen. Also habe ich das jetzt generell halt? Das wäre ja cool, ne? So. Jetzt passen wir auf. Wie komme ich denn da hin? Ah ja, ich muss da noch geradeaus, ne? So ungefähr. Da waren aber irgendwo Felsen. Höf. Ah, warte mal. Alter, krass, man sieht die Felsen halt nicht. Deswegen bin ich vorhin an die Felsen gedallert. Ich konnte sie halt einfach nicht ziehen. Weil ich keine Lampe habe, die nur vorne leuchtet. Mann, sieh ne? Also, ja, jetzt sieht er es nicht. Okay, alles klar. Jetzt hoffe ich natürlich, dass mein Fuß jetzt nicht kaputt geht. Aber noch ein bisschen Nebelhorne. Meine Lampe ist kaputt. So. Alles klar, gleich mal zum Fischhändler. Hast du Fisch für die Bestellung? Ja, hab ich. Lass einfach hier, was du hast. Sag mal her. So, was gibt denn so? Oh, die sind doch alle frisch. Ah, frische Flunderaale. Ah, sind Aale. Da, den muss man dann da platzieren. Andersrum wäre vielleicht besser. Zack. 51 $. Geil. Danke. Gut, damit soll der Kunde zufrieden sein. Hier habe noch eine Bestellung. Diese sind ein wenig spezieller. Gewünscht werden ein paar Kalmare und ein ganzer schwarzer Zackenbarsch. Hä? Gibt's da halbe Zackenbarsche?
Heutzutage fischen nicht viele nach Kalmaren, denn diese Art ist nachtaktiv. Du weißt ja, was nachts hier los ist. Eigentlich nicht. Viel Glück. Ich habe hier dieses Buch gefunden, es könnte dir nützen. Die Schändler greift in den Tresen und zieht ein feuchtes, zerfleddertes Buch hervor. Auf dem Einband kleben ein paar glänzende Fischschuppen. Das lege ich mal ins Lager. Achso. Danke. Egal. Verkauf sie, solange sie noch frisch sind. Guck mal, was müssen wieder Geld haben. Und das hat voll rendiert, die Aale, ne? Die sind geil. So. Alles klar. Jetzt muss ich gucken. Kajüte. Routen, Rollen und Leinen. Ein Regal. 0% abgeschlossen. Lesen zum Freischalten. Okay, also das tue ich quasi aktiviere und mit der Zeit irgendwie ist es dann halt gelesen und ich hoffe, dass das dann halt dauerhaft drin bleibt. Oder man kann halt auswählen, was für eins, das man quasi aktiv haben will. So. Nö. Warte mal. Okay, 20 Uhr. Ich lehne noch mal ab. Brauch Kalmare. Die waren doch da irgendwo. Uah. Knick dich ins Vieh, Junge. Wo kommst denn du her? Echt jetzt? Du warst doch noch nie Stäh vorher, oder? Aber ich finde... Ah, warte mal. Da sind Fisch. Ich angel mal einfach da, ne? Da blubbert's. Ein Stachelaal? Hießen die schon immer so? Nein, das ist doch ein Stachelaal, oder? Egal. Huch, der ist rosa. Gebrochenes Rückgrat, bizarr gewunden. Eine Reihe scharfer Zähne, die auf Rache aus sind. Was ist denn das für ein Fusch? Okay, das scheint ein normaler zu sein, ne? Hoffe ich. So. So, habe ich mich ein bisschen verlubbelt. Haha. Ein wunderschöner großer habe ich gekriegt. Sehr gut. So. Ist voll geil, nachts angeln zu gehen. Okay. Man erkennt halt nur nichts, ne? Also ich erkenne halt auch nicht, wo Fisch sind. Und Felsen sowieso nicht. Okay. Okay. Da hinten blubbert's, da fahren wir hin. Das ist ein Flunderfisch, gell? Ja. So. Ah, guck mal, das sind die Stachel Zackebarsch, worawohl. Das ist ein schwarzer Zackebarsch. Ja, ganzer. Ich habe ganzer schwarzer Zackebarsch. Das ist wichtig, so. Bringt mir das was? Ne, ich kriege den gar nicht, ne? Wie ich dann irgendwie sortiert? Nee. So. Pass auf. Ich muss jetzt erstmal auf die Landkarte gucken. Ich muss mich nur links drehen. Also so. Was ist denn jetzt los? Oh. Was soll denn das? Alter, geht's noch? Irgendwie haben 6. Grauer Aal wurde Vogelbeute. Was? Ha, Herr auf, Mann! Ey! Ich hub euch. Ich hub euch weg, ihr Kackfächel. Hau bloß ab. Ist doch wo? Haben die mal der Aal geklaut? Haben die mal der Aal abgezogen, sozusagen? So, wie ist es, ne? Also heute gehe ich mal nie mehr schlafen, glaube ich. So. Hast du schon Fisch für die Bestellung? Ja! So, jetzt zeigen wir her. Das ist der goldene, ne? Guck mal, alles noch frisch. Frisch. Ein Detto braucht man, glaube ich, auch, ne? Ach ja, stimmt, der Kalmar habe ich nicht. Der Kal und der Mar. Und der Kalmar. Aber den habe ich. So. Gut, oder? Ja. So. Ja, bitte. Also, was will ich heute? Du übergibst dem Fischer den grotesken Fisch. Er grinst, hält sich den Fisch dann direkt vors Gesicht und nimmt einen tiefen Atemzug. Was? Ah, das ist genau die Art von Kreatur, die mir den Tag versüßt. Ich frage mich.
Er lässt seine Finger über den Fisch gleiten, als wollte er etwas ertasten. Er drückt auf einer Seite hinein und etwas zeichnet sich unter dem sich aufwölbenden Schuppen ab. Er schneidet den Fisch auf. Aus seinem Magen zieht er ein kleines Stückchen Stoff, das er auf einem Tresen vor sich ausbreitet. Es ist ein zart gemustertes Taschentuch. Was zur Hölle? Also so, das ist mir ja noch nie untergekommen. Ich überlasse dir dieses Ding. Und den Fisch bezahle ich dir natürlich auch. Ist sicher nicht der erste entstellte Fisch, den ich hier sehe. Achso, nicht sicher, sondern es ist nicht der erste entstellte Fisch. Ich bin sicher, du findest bald noch mehr davon. Und ich würde dich gut dafür bezahlen. Okay, Junge. Du bist schon ein Freak, oder? Irgendwie. Yeah, 215. Ja. So. Aber was ist das? Taschentuch. Ein einst schönes Taschentuch, das man aus den Innereien eines grotesken Fisches gezogen hat. Verziert mit zarten, purpurroten Stickereien. Das Lager, oder? So. Aller gut. Tschüss. Ein Mann blickt dich durch die Fenster deiner Kajüte an. Sein Gesicht liegt im Schatten. Ich weiß, was du dem Fischhändler gebracht hast. Fisch? Und damit wir uns richtig verstehen, ich weiß auch, was er aus dem Fisch aus dem Bauch gezogen hat. Ich muss mir das ansehen, aber nicht hier. Triff mich auf der Schwarzfelseninsel. Verlass dafür die Bucht und fahr dann Richtung Süden. Ich hab dir ein Angebot zu machen. Oder so. Ich werde warten. Okay. Dann warte mal. Ich tu mir jetzt nämlich einen Motorschön bauen. Was darf's denn? Hallo, meine hübsche Frau. Ich hätte gerne einen Motor. Da drüben. Ein guter, bitte. 2 Stunden dauert der Inbau. 100. Aber 100, da lach ich doch. Wahrscheinlich noch irgendwas. Nee. Zack. Rostiger Außenborder. So. Die würde ich jetzt gern. Jo. Nicht ins Lager machen. Platzieren. Sag mal, will ich mich veräppeln oder was? Zur Fracht. Ah, jetzt. Ah ja, da sitzt er gut, ne? So, jetzt hat es mir auch noch umgebaut. Oh, Geschwindigkeit plus C. Also kann ich dann mit 25 Knoten rumfahren. 24, sorry. Interessant. Versteht's nicht ganz, aber ja. Okay, dann ist es halt so. Ja, geil. So, ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wollte Opa hin? Ich will die Karte angucken. Schwarzfelse. Ich glaube, das war, glaube ich, die. Oh, geil, kann man da zoomen? War das die, wo wir da vorhin schon waren? Oder waren wir da oben? Was ist das da? Markierung platzieren, Markierung entfernen. Ich markiere mal Platzierung. Platziere Markierung. Ja, Jesus, ne. Ich markiere mal Platzierung, ja. Da muss ich hin. Die ist schon ziemlich groß, die Markierung da. Also überall, aber. Ach, das sind wahrscheinlich die Häfe, also die Anlegepunkte oder was hier ist. Nee. Das ist schon eine Kette da. Zentrieren. Irgendein Stick drücken. Ah, der linke ist schon mal nett. Ah ja. Okay, dann haben wir mal die Karte angeguckt, ne? Dann gucken wir Missionen an. Ich habe einen seltsamen Fisch gefangen, sowas habe ich schon nie gesehen. Er starb, sobald ich ihn aus dem Wasser gezogen habe, doch seine Schuppen pulsierten rhythmisch weiter. Ich will ihn loswerden. Ich habe Kopfschmerzen und mir sausen die Ohren. Vielleicht weiß der Fischhändler vom Großmarktrat. Ja, weiß er. Also ich habe ihn ihm gegeben und jetzt sah der Mann hier, den will ich. So, Sonderwünsche hätte man auch noch. Ich habe das nicht gern, wenn da so grüne Pfeilchen sind, weißt du? Das wäre Stachelaal. Gebrochenes Rückgrat, bizarre Wunden, eine Reihe scharfer Zähne, die auf Rache aus sind. Okay. Anomalie von... Achso, von dem da unten irgendwie. Aha. 70? Jesus, ne. Da sind noch so viel Seite. So, ich muss jetzt schlafen, glaube ich. Also ich gehe jetzt... Hoppala, sorry. Entschuldigung. Ich gehe jetzt einfach mal schlafen. So, aufwachen. Reicht. Hab genug geschlafen. Okay, auf geht's. 13 Uhr. Sieht schon mal nicht gut aus, aber dann ist die Rückfahrt. Warte mal. Schon wieder vergessen, wo ich hin muss. Jetzt noch rechts.
Sehe ich das irgendwie? Oh, mein Schiff ist deutlich schneller. Ah, guck mal, das ist wirklich, glaube ich... ne? Aber halt... aber halt... ne? Das ist wieder so Zeich, wo ich nicht angeln kann. So, guck mal her. Bisschen was muss man ja angeln. Ich bin ja schließlich Angler, ne? So. Wäre doch schade. Komm mal. An da nicht angeln. Da unten hin. So, das langt. Einfach nur. Mal gucken, ob ich noch richtig bin. Ja, ein bisschen nach rechts. Aha. Okay, ich muss also wirklich da hin. Dann machen wir das auch. Junge. Mein Schiff ist wirklich deutlich schneller. Ich kann es bald nicht mehr gescheit steuern hier. So. Aber gut, da oben brennt Licht. Im verfallenen Anwesen. So. Mein Lager spinnt. Okay, was geht ab? Wie jetzt? Achso, ich bin einfach nur ins Lager gegangen, ich steppe. Ah, da ist es. Der Mann steht in der Tür und wartet auf dich. In einer Hand hält er ein altes Buch. Der Einband ist purpurfarben, die Bänder sind silbern. Du bist gekommen, gut. Ich will mich vorstellen. Ich bin Sammler. Ich sammle viele Dinge, Kunst, Artefakte, Schätze und Wahrheiten. Und Kurioses, das seltsame Begehrlichkeiten zu wecken vermag. Und du hast etwas, was mich interessiert. Du gibst das Taschentuch dem Sammler. Er hält es ins flackernde Licht und betrachtet es genau. Diese Muster sind unverwechselbar, selbst nach so langer Zeit noch. Dieses Taschentuch stammt von einem alten Schiff, nach dem ich gesucht habe. Es ist vor vielen Jahren gesunken. Es hatte bedeutende Dinge geladen. Sie zu bergen wird eine echte Herausforderung sein. Und hier kommst du ins Spiel. Mein Vorschlag lautet, ich statte dein Schiff mit der nötigen Ausrüstung aus, um die Wracks und die dunklen Tiefen durchsuchen zu können. Yeah, baby! Finde diese verlorenen Relikte für mich und ich werde dich überreich belohnen. Du musst das Fischen dafür nicht aufgeben. Ich müsste mir das Schiff nur für ein paar Stunden ausleihen, um alles Nötige einzubauen. Was meinst du? Ja klar, akzeptiere ich. Junge, da will man mal Schiff aufwerten. Und stattdessen hucke ich dann halt eine Stunde rum und leih das Buch oder sowas. Ja geil, Win-Win. Eine hervorragende Entscheidung. Ich bereite die Ausrüstung sofort vor. Das sieht gar nicht mehr so mystisch und gefährlich aus jetzt. Der Sammler bastelt an einem Boot herum. Oh geil, ich habe Dredge-Kran. Ja. Wir suchen nach einem Ring, einer Halskette, einer Uhr und einer Musiktruhe und einem Schlüssel. Ich würde dir empfehlen, dich in den Städten umzuhören und nach Schiffswracks und ungewöhnlichen Vorkommnissen zu fragen. Du solltest jeder Spur nachgehen. Komm zurück, sobald du etwas hast. So, ich könnte jetzt auch hier pennen. Ich könnte aber auch noch... Ich einfach nur ein bisschen angeln. Ganz klein bisschen nur. Nur ganz klein bisschen. Ganz wenig. Wo der Wind? Was ist denn das da immer? Ist das eine gute Idee, so hinzufahren jetzt? Ist das ein Geisterboot? Was ist das? Das fährt weg von mir. Wieso fahrst du weg? Ne, der fährt nicht weg. Der wird schon größer. Hallöchen, was bist denn du? Wow, wow. Was ist denn das? Was ist denn das? Schnell zurück. Was ist denn da hinten los? Okay. Ich habe gerade beschlossen, es ist eine dumme Idee zu angeln. Ich tu da zurückfahren und parke. Hallöchen. Ich habe mir das überlegt. Ich komme doch noch ein bisschen schlafen. Darf ich noch schlafen, ja? Alter, ich glaube, es hackt oder was? 2 Schade. Ich glaube, es geht los. Heilige Scheiße. Was ist denn das für eine Mission? Der Sammler, Suche nach Relikten. Ah ja, okay. Ja, ich gehe jetzt rund schlafen. Alter, 2 Schade. Ich glaube, es hackt oder was? Muss ich schon wieder raus. Was war denn das? War Kack. Ich wollte doch aber eigentlich... Oh, da ist ein Fusch. Dann angle ich da unterwegs ein bisschen was. Das sind wieder Makrele, gell?
So, das langt schon. Die werden eh wieder alle schlecht, weißt du? Kann ich die jetzt angeln mit meinem geilen Dredge irgendwas, wo er gesagt hat? Sorry. Nee. Nee, kann ich nicht. Aber da hinten ist so Zeich war du, gell? Ja, ich glaube, das ist so Zeich, wo ich brauche, wo sie gesagt hat. Nicht wo sie gesagt hat, wo ihr gesagt hat. Ah, Schatten der Tiefe, Bestand niedrig, Dredgen starten, was auch immer das ist. Drücke X, um die Spur zu wechseln und Hindernisse zu meiden. Hä? Aha. Was habe ich denn jetzt da gekriegt? Ein Ballen Stoff. Okay. Seltsam. 14 Uhr. Ich mache mal jetzt noch ein paar Mal. Machen wir noch mal. Ein ordentliches Stück Stoff, feucht, aber noch nicht vermodert, könnte für die Reparatur im Schiff verwendet werden. Oh ja. Okay, ich habe es jetzt verschnallt, wie es funktioniert, ne? Noch Stoff. So, jetzt ist es fertig. Okay. Jetzt muss ich vorsichtig fahren. So. Ich gucke jetzt. Ah, das da ist das, oder? Wo man noch Dingsbumse kann. So. Wie das jetzt. Oh, guck mal, da gibt es einen Ring. Ja, den brauche ich. Das sieht aber billig aus. Das war's schon? Okay. Abgetragener Goldring. Ja, geil. Wenn er, nenn ich. Gold verliert niemals Wert. Alles klar. So. So, ich gehe noch schnell dahin angle. Und dann fahre ich schnell zurück hin. So, guck. So, Kalmare jetzt brauchen wir eh. Hoffentlich haben wir noch genug Platz. Jo, schaut so aus. Wie machen wir dann das? Das ist möglichst, wenn ich stehe jetzt so. So, noch einer gefangen. So machen. So. Ich weiß nicht, was ist denn besser? So ist gut. So. Ah, fertig. Okay, alles klar. Ich tucke jetzt zurück. So. Die Richtung stimmt? Ja, die Richtung stimmt. Okay. Da waren doch aber auch wieder Felsen. Ist doch was hinter mir? Hä? Das höre ich doch was seltsame Geräusche. Einfach nicht drüber nachdenken. Zack. Wir sind wieder da. Auf geht's. So, 22 Uhr. Ach, Fischer. Bist du auf deinen Reisen zufällig einer Fotografin begegnet? Sie hat hier vor ein paar Tagen angelegt, um sich mit Vorräten einzudecken. Nö, nix sie. Ich schlug ihr vor, ein paar Bilder von der Stadt zu machen für Werbezwecke. Aber sie schien nicht interessiert zu sein. Sie sagte, sie wolle Richtung Süden segeln. Vielleicht solltest du dich mit ihr bekannt machen. Ach, guck mal. Gibt's so einen Haufen Leid. Erstmal zum Fischhändler, ne? Hast du schon Fisch für diese Bestellung? Jawohl! Also, aufpassen, Kollege. Frisch. Frisch ist der Fisch. Einmal wieder darüber. Der, wo Kopf über da hängt. Der kommt da rüber. Zack. Und Bestellung fertig. $92. Oh, das rendiert sich voll. Der Fischhändler wickelt den Fisch ein und gibt dir ein wenig Geld. Wenig Geld ist voll viel, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Nachts zu fischen ist schwierig. Ich wollte eine neue Geschäftsidee mit dir diskutieren. Es geht dabei um Krabbenkörper. Oh ja, gut. Ich habe hier tatsächlich einen für dich. Er ist ein bisschen verbeult, aber du könntest ihn bei der Schiffsbauerin reparieren lassen. Ja klar, nämlich. Zeig her. Lebensdauer 2 Tage. Ausbeute 1 bis 2 pro Tag. Fassungsvermögen 3x3. Einfaches Krabbenkorbmodell wird auf See angebracht.
Was hat denn der Fuzzi jetzt eigentlich an meinem Boot gemacht? War nicht mal so froh, Dev, ne? Eigentlich nix, oder? Ja, keine Ahnung. Hopp auf ins Lager. Achso. Fähigkeit freigeschaltet, Krabbenkorb. Bringe Krabbenkörper auf. Standort nicht vergessen. Ah, die schmeißt man dann ins Wasser. Ach so, oh geil. Das ist ja praktisch. Sollte unkompliziert sein. Wirf das Ding auf See einfach irgendwo aus und nach 1 bis 2 Tagen siehst du nach, ob du was gefangen hast. Das ist eine gute Idee. Ich habe da einen Kunden, der möchte eine Winkerkrabbe und eine gemeine Strandkrabbe. Beide Arten findet man hier in der Gegend. So. Junge, was sagst du? Hast du heute Nacht dieses seltsame rote Licht gesehen? Es schien von Westen her aufzusteigen. Junge, ich habe seltsamer Angelfisch gesehen. Der schien von unten aufzusteigen. Okay. Verdorben. Die nicht verdorben. Junge, ich frage hier. Blaue Makrele. Verrottend. Ach, jetzt aber komm. Ja, der ist noch frisch. So, was haben wir hier? Kann ich das doch verkaufen? Nee, ne? Nur zum Lager machen. Lager ist hier. Lager. Okay. Dann würde ich mal sagen, tschüss, ne? Nee, ich gehe erstmal zu der Schiffsbauerin, bevor ich mit der Leid verzähle. Wenn du ein bisschen mehr aus deinen Motoren herausholen willst, dann lies mal das hier. Geht aufs Haus. Sie zieht ein Buch aus ihrer Werkzeugkiste und reicht es dir. Einige der Seiten sind speckig und kleben zusammen. Okay. Okay, alles klar. Erstmal muss ich reparieren, ne? Ja. Und ich würde gern nochmal reparieren lassen. Geht es? Alle reparieren Y. Upp. So. Weil mein Schiff ist schon ziemlich im Arsch. So, jetzt zu dir, Annette Frier. Da kann ich schon erstmal nicht so viel mitmachen, weil da müsste ich Dingsbumse. Achso, ich müsste. So, was haben wir hier? C-Knote. Nice, hat sie nicht. Gibt mir noch ein zweites Licht in den Bau. Denke ich mal. Weiß nicht genau. So, ja, okay, danke. So, wach, Trockendock. Was gibt's so? Ah ja. Habe ich doch schon irgendwas? Planke? Taschenlampe? Was ist denn eine Taschenlampe? Das sieht doch aus wie das, was ich habe, oder? 2 Angelplätze. Modifiziert 2 Frachtplätze für die Aufnahme von Angeln. Modifiziert 4 Lagerplätze für die Aufnahme von Netzen. 8 Plätze, Lagerplätze. Ja, dann würde ich nämlich auch sagen. Ah, ich verstehe. Nicht. Jetzt doch, ich verstehe. Das sind Stoffdinger, ne? Komm, die machen wir Modoniver. So. Und das da auch, weil ich weiß sogar nicht, was ich mitmachen soll, ne? So, jetzt brauchen wir nur noch. Ah, Holzplanke. Okay, haben wir noch nicht, aber. Ah, gucke. Hä? Da. So, jetzt verstehe ich das. So kann ich das so dann quasi auslagern. Das ist eigentlich geil. So. Jetzt haben wir dann da eben noch eine Kajüte. Missionen. Suche nach Relikten habe ich. Ah ja, die Krabbe. Schlüssel, Musiktruhe, Ring. War das im Sternebecken? Habe ich nicht geguckt. Korrekte Motorenbedienung im Regal. Ach, das andere Routenrollen so ist auch schon abgeschlossen. Angelrouten holen Fische 10% effektiver ein. Ja, geil. Ach, die bleiben alle aktiviert. Ja geil, das mache ich. Korrekte Motorenbedienung. Ja geil, hiermit. So. Aber jetzt, ihr Leid. Ich gehe mal mit der Leuchtturmwärterin quatschen. Was willst du? Weißt du etwas über Schiffswracks in dieser Gegend? Sie beäuglich misstrauisch. Es gibt da diese Stelle auf der Rückseite von Großmark. Die Strömung spielt viele Wracks dort. In manchen Nächten sieht man ein unnatürliches Leuchten, das aus den Tiefen des Wassers zu kommen scheint. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das unten, was dort unten sein mag. Ich bin mir sicher, dass ich es weiß. Wenn du also das suchst, was ich glaube, dann wäre es besser, du würdest umkehren. Weißt du was von den seltsamen Vorfällen? Ich sehe von der Spitze des Leuchtturms aus jede Menge merkwürdige Dinge. Manchmal frage ich mich, ob ich meinen eigenen Augen noch trauen kann. Sie hält die Laterne hoch und leuchtet dir direkt ins Gesicht.
Ist das wirklich du, der hier vor mir steht? Oder ist es nur wieder ein Dreck des Nebels? Aha, du bist ziemlich deutsch, Mädel. Wer lebt auf den Schwarzfeldinseln? Dingsbums. Ich sehe von hier oben aus eine Menge. Ich sah das unglückselige Boot zurückkehren. Ich habe weggesehen. Ich sah durch dieses Fenster ein widernatürliches Flackern. Was immer du planst, ich hoffe, du weißt, was du tust. Das war jetzt nicht das, was ich wissen wollte, aber ist schon in Ordnung. Ich muss weg. Da hinten ist wieder das rote Licht. Ich geh nicht mehr so leicht zu Licht. Da kommt wieder so ein blöder Fusch und haut mich. Ah, Architektin. Du gehst auf eine Frau zu, die schweigend am Dock sitzt und ins Wasser starrt. Die wendet sich dir zu. Wie ist es dort draußen? Also eigentlich friedlich, ne? Auf jeden Fall besser als hier in dieser verdammten Stadt. Ich muss mal hier raus, vielleicht komme ich dann nicht zurück. Zurückblicken ist ein Fehler, oder? Man muss immer nach vorne schauen, weitergehen. Schlimm ist es nicht. Ich will nicht weitergehen. Also, es ist hier übel, aber ich bleibe trotzdem hier oder ich kann nicht zurück. Sie blickt wieder gedankenverloren hinaus aufs Meer. Sag mal, wenn du ein paar Materialien aufgraben könntest, würdest du mir dann helfen, umzuziehen? Ich meine, richtig umziehen. Es gibt da eine Insel, von der ich gehört habe. Stahlspitz, liegt nördlich von hier. 2 Einheiten Holz und 2 Einheiten Metallschrott. Das ist alles, was ich brauche. Ich könnte mir dort draußen ein neues Haus bauen. Du dürftest mich auch besuchen. Flirtet die mit mir? Wenn du etwas findest, dann bring die Sachen einfach nach Stahlspitz. Ich bezahle dich, wenn der Job erledigt ist. Okay. Wollen wir uns gleich die Mission nochmal angucken? Bauholz und Schrott. Okay. Dann gehen wir gleich mal auf die Karte gucken. Stahlspitz. Ach, da steht so ganz dick unten drunter, was wo ist. Alter, bin ich geil. Sternebecke, Sturmklippe, die Marktstätte, Lose X. Okay. Ich weiß nicht, was ist. Wahrscheinlich ist das so. Im Norden hat sie gesagt, ist das so halt das, wo sie sagt. So halt, ne? Okay, ich mach das da mal weg. So. Obwohl. Ich hätte eigentlich schon drauf lassen, ne? Was kann man da? Ach, gibt's nur das da? Was ist denn das da? Dynamit oder was? Okay, Geld. Weiß nicht. Ich mach da mal so Fähnchen hier. So. Also das war ja schon, aber machen wir gerade noch einmal. So, ihr Leid. Der Puschmann muss jetzt da so langsam schlafen. Deswegen speichere ich jetzt hier. Und sage dann mal Tschüss. Bis morgen. Morgen gehen wir dann mal gucken, wie es so weitergeht. Also es ist schon geil irgendwie. Also ich meine, hast halt Story, die so... Da brummt irgendwas. Die so, ja, es ist halt so Story, die ist okay genug, um zu wissen, wie es weitergeht und was man noch so erlebt. Und kann das Schiff ein bisschen ausbauen, das Angeln macht fetz. Und nachts ist halt irgendwie irgendwas los. Und komische Fische kann man angeln. Das ist interessant. Es ist zumindest interessant, war nicht sogar sehr interessant. Aller gut dann, ihr Leid. Dann bis morgen. Ja. Dann bis morgen, dann angeln wir weiter. Dann, ich überlege mir ein paar schöne Sea Shanties oder sowas, die wir dann singen können. Hopp, dann bis morgen. Tschö.